Nach dem Kampf ist vor dem Kampf und damit willkommen zurück hier zu Fire Emblem Path of Radiance. Kapitel 19 geht los. Grenze von denen. Ach du Scheiße, sind das Ballistika. Oh oh, das kann übel werden. Nun, Genuel, da scheint noch viel gegnerisches Laden auf uns zu warten. Die meisten sind denen, aber das sind auch Raben aus Kilwas. Mehr als im letzten Kampf. Ja, aber viel schlimmer ist, dass der König von Kilwas bei ihnen ist. Der König der Raben persönlich kooperiert mit denen. Ja, und im Vergleich zu den anderen Raben stellt der König eine Klasse für sich dar. Er ist zwar keine Herausforderung für unseren König, aber nur sollte vorsichtig sein. Eine komplette Truppe und ein Kommando vom König von Kilwas, das heißt für uns nichts Gutes. Der Ausgang des Kampfes hängt davon ab, wie wir mit ihnen umgehen. Kilwas Soldaten, als Lagusen, als einer vom Stand der Vögel. Was kannst du über sie sagen? Bitte werfen Sie sich mit diesen Aasfressen in einen Topf, ja? Wir gehören nicht zu den Raben. Wir wissen, wir den zahlmäßig unterlegen. Gibt es eine Möglichkeit, die Raben zum Rückzug zu bewegen? Das wäre eine enorme Hilfe. Na, ich denke, ich könnte mich schon mit dem König von Kilwas treffen, wenn ich es denn müsste. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Gespräch mit ihm irgendwas ändern würde. Wenn er es wünscht, reden wir mit ihm, aber setze die Erwartung nicht zu hoch. Ich niemals wieder mit einem Raben sprechen. Oh. Ja, komm, wir bewegen uns Spiel und los geht's. Wir haben 13 von 13 dabei. Natürlich mal unsere Elite-Truppe. Plus Volk, auf den kann ich jetzt sagen, momentan verzichten. Obwohl, nee, muss vielleicht dabei sein. Rolf, er hat seinen Bogen dabei und es sind ja auch Raben, wa? Das Team ist vollständig. Der Blick, ob ich die auch mitnehmen soll, wa? Ja, wäre vor allem geschwindigkeitsmäßig noch cool. Der kleine Channa für die Trefferquote. Kannst du fast sofort transformieren. Will ich die jetzt wirklich einsetzen, Leute? Ich weiß ja nicht. Hey, wir sind so, sicher, das ist klar. Ich muss mal ganz kurz die Karte angucken. Ja, und dann mit einem Eisenbogen plus Ballistika, das ist übel. So, wo ist eigentlich der Oberarsch? Nice, Sala. Stufe 17. Ja, leck mich doch am Sack, hey. Einheit Vorteil plus Sog. Schaffen einer Windattacke. Wenn das klug irgendwie da ist, aber trotzdem Geschwindigkeit 31, da doppelt ja niemand den. Der doppelt uns alle. Ach du Scheiße, ey. Ja, das wird übel. Gut, Langschwer, Panzer, mit unseren, das Normale. Viele Raben, ja, der Rest ist ziemlich überschaubar. Homasa, ein Schwertmeister. Und sind noch schwach, wie es aussieht. Dann noch ein Silberschwert. Rekrutieren, mit wem ansprechen? Ach du Scheibenkleister. Ich überlege gerade. Wenn es so viele Bogenschützen, Ballistik und so weiter gibt, wären halt Chill und so ein bisschen doof hier, wa? Massier natürlich auch, außer ich würde hier mit Massier ein bisschen anders vorgehen. Ich gebe noch einen Schutz von Gatry, sprich Uniwacht. Also wenn es das noch umgehen. Und Chill hat Laguswacht und so, kann ich die trotzdem mitnehmen. Meine geflügelte Einheit seid ihr nicht, von dem her. Das heißt, euch dürft das Ganze eigentlich nichts anhaben. Trotzdem, die machen uns sowas vom platt, glaube ich. Das ist echt übel. Nee, Freunde, versuch's mal so, trotz allem. Items noch ganz kurz gucken. Das mache ich jetzt noch, und zwar so hinüber. Zack, dankeschön. Massier bitte aktivieren. So, nochmal speichern, Freunde, und dann geht's ab hier bei Kapitel 19.
Ja, ich glaube echt, das wird übel. Aber wird schon irgendwie gehen. Position kann noch ganz kurz gucken. So, noch ein bisschen nicht so weit. Wer ist denn vorne? Volker sicher nicht, der soll sowieso nichts machen. Kommen die mal hier hin. Ja, nach vorne. Bot auf, Soen, Racen. Ja, wir passen, wa? Nochmal safen. Und los geht's. So, die haben wir von Grimmers angetroffen. Ich habe sie auf das Einsatz vorbereitet. Sie werden hier ihre ewige Ruhe finden. Nachzügler aus Grimmy haben sich dem Heer von Betchen angeschlossen. Ich habe gehört, sie haben einen Fremden in ihrer Mitte. Da marschieren sie weiter. Das ist eine seltsame Truppe. Hier haben sie keine Zukunft. Ich denke, sie haben einfach Pech. Aber langsam auch. Scheinbar hat der Feind uns ausgemacht. Nun, so eine große Gruppe wie diese ist schwer zu übersehen. Willst du weiter vorgehen? Keine Tricks, keine Extravaganzen. Wir greifen sie von vorne an, schnell und heftig. Wenn du nichts gegen die Ausklima unternimmst, bist du im Nachteil. Wenn ich da einfach den Schwanz an sie wegrennen, fällt mir ein, dass Kinderschirr und Kilwas und Prinz Waze einmal enge Freunde waren. Dagegen gesträubt. Wir verdenken ja auch nicht die Falken. Es ihnen befehlen. Ja, ich weiß, eigentlich muss ein bisschen mehr konsequenter. Wer ist gerade abgehauen? Das sind wohl die Fußspuren. Also, Soen sage ich schon natürlich. Schienen kommt scheinbar nicht, das ist aber das wohl vergeigt. Naja, bin ja selber schuld. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Wir müssen die, wobei transformieren sie ja später. Da ist die Frage, holt die bereits jetzt runter oder lasst er das mal noch? Ne, komm, ich gehe auf Nummer sicher und hole sie jetzt schon vom Himmel. Dann sind sie keine große Gefahr. Moment mal. Bevor wir mit allem anfangen und so, was natürlich am wichtigsten ist, sind die Scheißdinger hier. Wir können noch aus anderen Fire Emblem spielen. Das kann heftig werden. Eisenbogen, okay. Aber geht eigentlich noch. Okay, Gatry. Du darfst auch mal hier hinstellen. Da sagen sogar noch weiter. Ja, wobei Meisterachsen auch nicht mehr so weit. Mit der Stahllanze. Sollen die ruhig kommen oder bei Gatry irgendwie einen Schaden machen? Viel Spaß. Die kommen eh nicht, müssen erstmal angreifen. Gut, dann kann ich jetzt doch schon Massier und Schilder losschicken. Uns die runterholen. Okay. Alle in der Rückhand. Gut, dann geht es wie folgt weiter. Ihr seid auf der Lauer. Meine schnellen Ritter. Mit Zyhorg natürlich schnell und effektiv angreifen kann, das wissen wir alle. Er selbst natürlich auch. Beut hält wieder aus. Also zumindest KP-mäßig. Racen wird extra zu. Grolf zum Absahnen. Klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ist so gemeint. Soen, der kann mit Gewitter ziemlich reinbretschern. Ich hoffe, der kann auch was. Alter! Pohoho! Da ist er übel. Die Trefferquote. Hat er einen Critical gemacht? Alter, leck mich fett. Wie stark ist denn der? Unser Meistermarke. Gut, weiß, aber scheiß drauf. Resistenz 23, Geschwindigkeit. Gut, hohe Geschwindigkeit, Fähigkeiten, Magie auch noch. Der ist übel drauf, Freunde. Was vielleicht schade ist, kann ich nur 4 oder 5 Mal einsetzen. Dann kommt es Rang C, das kann ich ruhig verbrauchen. Wir kriegen hoffentlich noch was Besseres. So, er ist eventuell noch zum Schwächen da. Mehr eigentlich auch nicht. Alia, wie bekannterweise zum Heilen, aber momentan auch nichts. Und Racen, der ist sonst mal lustig ist, obwohl kann ja gar mal hier. Das Geile kann auch hier irgendwie was vorsingen, das geht sogar. Ist das nicht der Hammer, Freunde?
La 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 la. Raisin ist echt geil. Schon mal einer weg. Ich weiß, so gibt es halt weniger Erfahrungspunkte, aber naja. Man muss auch Kompromisse eingehen, trotzdem noch relativ viel. Aber eben nur relativ. So, jetzt kommt der Gegner. Transform! Ein Schuss, ein Treffer! Ups. Wow. Also voll gebracht. Da natürlich ab, das war auch zu erwarten. Aber Chill erwischt ihn noch. Die Frage ist bloß, kann er reinzimmern? Oh ja. Hol ihn vom Himmel, denn es ist mein Wunsch, dass du ihn jetzt runterholst. Die war aber nicht so voll. Staumann, geil. Gut, ein Problem weniger. Jetzt haben wir eben noch den Trottel, den Vollhorst und den Spacko. Kann natürlich erwarten, bis wir wieder zurückverwandelt werden, ihn dann angreifen. Wer kommt denn der eigentlich? Oh, verdammt, der noch relativ... Ja. Ja, okay. Dann haben wir sonst eigentlich so... Ja, der mit der Meisterachse, der hilft natürlich auch. Panzerbrecher, unschön, wenn wir noch einen Stahllanzblock mal mit Meisterachse dann war. Also bis hierhin. Panzerbrecher, ähnlich, sogar noch ein bisschen weniger. Hier bin ich, was wollt ihr? Die Frage ist ja, wie viel verstärkt die Ballistika? Sicher nicht. Also der Schaden vom Eisenbogen, sprich nur 15. Ja, das ist kein Wunder, dass er keinen Schaden macht. Tja, und jetzt diese Frage, jetzt kommt der Typ mit dem Meisterbogen. Wir haben noch den Arsch. Wir haben auch 17 Verteidigung, auch gut, erstmal muss man natürlich treffen, ne, ist das andere. Dann soll er mal mit dem Eistag versuchen, ihn Seahawk anzugreifen. Bin mal gespannt, wie er das schafft. Mach mal Schnitter gegen Schnitter, wa? Natürlich Kritwaffe gegen Kritwaffe, so rum. Tja, und der Rest werden in noch viel Verteidigung. Stella könnte noch was aushalten. Ei natürlich sowieso. Ach, das ist irgendwie Ei gegen Kritischen, also. Kennen wir natürlich noch geil. So, machen wir mal Stahlaxt. Und dann würde ich sagen, ja, gehe ich trotzdem mal vor, wa? Und so mit dem Gewitter. Alter, kannst du gerade den Plan machen? Den nicht, okay, den mache ich direkt eben mal weg. Tschüss! Ein Problem weniger. Fies, war? Nö. Finde ich jetzt nicht, ich finde das durchaus fair. So, auf die hat er keinen Bock, Leute. Auf den ebenso wenig, aber einen Lagusbogen, hallo. Die können ruhig kommen, auch wenn sie transformiert sind. Die spielen wir kein... Oh, dem was vergessen. Ist noch ein Baum im Weg, wa? Doofer Baum. 34 Schaden, aber er kommt gar nicht hin, war zum Angreifen. Ne, das war nicht schlecht. Ja, komm, wieso eigentlich nicht? Ich muss eben das Terrain richtig ausnutzen. Also ganz ehrlich, diese Kampfmucke nervt mir auch extrem.
Also geht auch hier durch. Ja, und der Rest, ganz ehrlich, wir können ruhig nachkommen. Also, der sich treffen könnte, ist er, der macht niemals genug Schaden, um einen von uns auch nur zu killen. Also kein Problem. Was Boys, wenn die Verteidigung hat, man für einen Krieger war eine entwickelte Einheit. Stärke ist Grasgeschwindigkeit eigentlich auch noch relativ gut, aber Verteidigung. Okay, nee, die beiden müssen zurückbleiben, sorry, aber geht nicht anders. Fokus eh schnell genug. Ging so einer viel Spaß. 9 Schaden, meine Güte. Muss ja grausam viel sein, war. So, jetzt machen Crit! Das war alles? Lame. Die wagen sich ja was. Okay, dem Lagusbogen kommt niemals heran. Gut, muss er natürlich ihm vor allem noch. Wenn ich ihn platt machen will, also natürlich ich lasse Soul machen, aber ansonsten. Aber geht ja gar nicht, wahr? Ne, wir müssen echt näher ran. Doof und dann doppeln. Ja, gut. Okay. Jetzt die Frage, gehen wir jetzt hier direkt vor. Der hat noch 20 KP, ist relativ viel noch. 4-mal angreifen, übel. Wer von euch hat irgendwie eine Kackwaffe? Wer war da schon wieder? Panzerbrecher ist uncool. So ein Unterschied vom Schaden her. Erstaunlich. So, sehr schön. Du bleibst mal hier. Jetzt Rolf. Da ist halt echt die Frage, wie stark muss ein Typen hier schwächen? 15 bloß. Geht eigentlich noch, wa? Toll, weg ist er. Ah, der gute Sauron doppelt schon relativ schnell. Und das gefällt mir nicht so. Halt ihn wieder, wa? 14 Schaden wird reichen. Da und wer muss dann nachher gucken, dass ich den Rest noch hinkriege, den ich irgendwie aus Entfernung platt mache. Regnen Einheiten, wa? Seahawk! Du hast nicht. Was wird denn jetzt von euch? Ah, ich glaube, er hat was. Donnerschwert, genau. Spannend, ihr habt sowieso relativ wenig Resistenz. Wow! Geil! Der hat ein bisschen mehr, war. Ne, wobei ich natürlich auch mal auf dem Podest. Hat aber nichts zu geben. Ja, ich gucke gerade, wie ich das ein bisschen mache, aber ich denke schon, dass ihn mal irgendwie wegbrutzelt. Spüre mein Donnerschwert! Der Windmagie, deswegen heißt er auch Donner. Andererseits ist er und Sohn sind sowieso beste Friends oder beste Kumpel oder ne, der war ja Beut, Entschuldigung. Aber ein guter Kumpel, oder? Und Sohn war ja mal Windmagier. Daher passt es ja auch ganz gut. So, weg wäre er, weg ist er, perfekt. Und der Eisenbogen trifft mich, doch das gibt's doch einfach nicht. Wieso trifft mich dieser Scheißbogen? Egal, 26 fehlt noch. Okay, jetzt Gatwick hat trotzdem mal hier hin. Genau, 19 hat noch ein Punkt. Vielleicht crittet Gatwick jetzt nicht, auch wenn der andere crittet. 9 Schaden, hallo?
Nö, er ist so doof, denn er trifft nicht einmal. Das gibt's doch einfach nicht. Mann, oh Mann. So, die nächste in der Reihe. 83 los. 83 los. 51. Gut, natürlich an seine Fähigkeit, die ich mir zugewiesen habe. Doppelte Crit-Chance. Der Schnitt so aussieht, ey. Vergiftet und voll kurz. Die Länge ist nicht alles. Schnauze. Wolf. Diese Punkte gehören dir. Und da freut er sich auf Level 4. Naja. Meistags bekommen, gut. Jetzt den noch markieren. Okay, platt machen. Lagus-Type hier soll chill. Na, riskier's. Habe ich noch Raisin in der Hinterhand. Dank dem alle zweimal angreifen können. Und der Kilver, der ist einfach im Arsch, im After. Du sollst sagen, dein Schwertlevel noch ein bisschen trainieren, vielleicht sogar einem Langschwert-Typ hier. Jo, geil. Was hier ist echt so verdammt stark. Und Level 4. Jo. Magie, naja. Was man ein Donnerschwert trägt. Kann es nicht schaden, von dem her. Beut, mein guter Kumpel, wie sieht's aus? Ein bisschen Eisenbogen spielen, jo. Du haust rein, wa? Und zwar einfach, weil er's kann. So, Kevin hätte ich noch für den da. Aber ne, soll er die... gut, doch nicht hin. Entschuldigung. Naja, toll. Ja, gut, machst du, Kevin. Wurfball? Nö. Eisenbow? Geil. Für ein höheres Waffenlevel würde ich fast alles tun. Ja, für ein höheres Waffenlevel gehe ich über Leichen. Also, virtuelle Leichen, wohlgemerkt. Gut abgeschottet. Jetzt Alia, du könntest wen denn heilen? Ja, so. Sprich ein bisschen Purgativen, wa? Wiederholung. Aha, nee, bringt ja nichts. Purgativ! Und 22, okay. Ja, mit der braucht auch bald mal ein Meistersiegel. Ich würde trotzdem gerne Level 15 warten, mindestens. Das war's? Schwache Leistung. Ja, vor allem ist der immer noch nervig. Die anderen haben keine Spezialwaffe, also kein Problem. Die können ruhig kommen. Dann ein Donnerschwert, zack, Stahlbogen. Der ist gefangen hier, der kommt gar nicht runter. Armes Schwein. Der kommt wohl im nächsten Zug. Naja, soll er mal. Ein Scharfschütze mit einem Lagusbogen. Rolf, kannst du trotzdem irgendwie was machen? Wäre natürlich geil. 5, wenn er trifft, dann werden wir sonst wegritten. Dann schauen wir doch mal, wa? Schön Schwächen, geil. Und das Schwertlevel richtig trainieren. Aber wo Schwertlevel trainieren?
Natürlich eigentlich schon fast ein Muss für sie und würden wegkillen. Naja, wieso eigentlich nicht? Darf sie auch, also von dem her. Unser weißer Ritter. Mit einem Level Up. Ja, eigentlich zu erwarten war es, vor allem die beiden. Starken Lagusbogen noch einen, cool. Ab zur Bank, ein bisschen zurück, falls er noch angreift nachher. Baue ich mir hier eine stärkere Verteidigung auf. Und zwar natürlich mit denen hier an der Front. Wer von euch hat noch irgendwie eine Laguswaffe? Fast keiner mehr, wa? Die hat schon abgelegt? Krass. 15 Verteidigung, nee, das macht Chill eigentlich lieber. Ich sowieso lieber gerne hier vorne. Okay, ja doch, das wird langsam. Beut, naja, bin jetzt aber viel KP dafür. Was jetzt echt noch vor Ende des Parts noch rausfinden will, ist nämlich, wie viel eigentlich. So, mehr Verteidigung, okay. Wie viel eigentlich noch so irgendwie abziehen könnte. Also natürlich nur, falls er trifft, wa? Könnte den anderen treffen da. Na gut, ihn treffe ich und den auch. Alter, jetzt wenn es runtergeht, okay, natürlich auch Donnerschwert, Wind. Scheiße, aber ihn will ich gerne mal treffen. Also gucken kann ich's ja. Ach du Scheibenkleister. Okay, vergessen wir es, Leute. Wie soll nur so übel? Das sonst irgendwie? Den kann er bald treffen, wa? Okay, dafür behalte ich es mal auf. Ja, und es weitergeht, Freunde, mit dem Rest unserer Truppe. Mit Gwell Söldnern plus Anhang. Das erfahren wir dann wohl im nächsten Part, wenn es hier richtig schön zur Sache geht. Und wer weiß, was wir noch alles erfahren werden. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.